Klagelieder. Als ich gehört habe, dass man mit dieser Serie startet, so ein bisschen kurz vor dem in die Sommerferien gehen, habe ich ehrlich gesagt gedacht, so diese Serie passt sicher nicht in die Sommerzeit. Jeder andere Zeitpunkt, aber nicht bei 30 Grad, Sonnenschein draussen, klagen, das passt doch irgendwie nicht. Wieso machen wir diese Serie genau dort? Der Haken war dann, ich musste selber daran arbeiten und vorbereiten. Darum habe ich mich damit auseinandergesetzt und schnell gemerkt, es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, welche Jahreszeit, weil im Winter wäre es ja auch nicht gut, wenn es so dunkel und drückend ist, oder? Im Herbst wäre der Nebel da und im Frühling willst du auch über anders denken. Darum, irgendwie gibt es keine perfekte Jahreszeit, darum starten wir doch drin rein. Was ich gemerkt habe, ist, die Klagelieder haben für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Sie haben das Potenzial irgendwie aufgezeigt in meinem Leben, um nochmal einen neuen Zugang auch zu Gott zu finden. Ein Zugang, der vielleicht manchmal nicht ganz so präsent war, weil man es gerne ein bisschen auf die Seite schiebt. Klage bringt die ehrlichen Gefühle zum Tragen. Klagelieder rufen uns auf, um die negativen Gefühle nicht zu verbergen, sondern Gott gegenüber zu teilen. Und in dem Sinne ist es nicht irgendwie eine theologische Abhandlung, die die Klagelieder beinhaltet, sondern vielmehr eigentlich ein Weg dazu, um wieder Zuversicht und Hoffnung zu finden. Klage ist so ein Nährboden, um Hoffnung zu finden, um den Zugang auch zu Gott wieder zu finden. Wir müssen aber für das nochmal ein bisschen eintauchen in die Klagelieder und vielleicht auch ein bisschen in den schweren Teil von diesen Klagelieder. Und für das tauchen wir ein in die letzten Versen, eigentlich fast die letzten Versen, Klagelieder 5,17. Dort kommt das Lied, das Vergessensein, das Verlassensein nochmal so richtig zum Tragen. Darum ist unser Herz traurig und krank. Oder wie es andere Übersetzungen sagen, unrein. Und unsere Augen sind müde vom Weinen. Als ich den Text so durchgelesen habe, habe ich gedacht, so, ist auch noch schwierig manchmal, zum feststellen, wie es meinem Herz wirklich geht. Ich weiss nicht, wie dir das manchmal geht. So, für mich ist gerade dann in der herausfordernden Phase vom Leben, ob das beim Arbeiten oder im Privaten irgendwo ist, wo die Schwere, das Schwierige in mein Leben hineinkommt, um dann den Zugang zu meinen Gefühlen, zu meinen Empfindungen zu finden, das ist gar nicht einmal so einfach. Und doch kennen wir den Moment, wo sich irgendwie das Herz traurig und krank anfühlt. Bei mir ist es meistens dann sehr problemfokussiert, orientiert, oder? Man schaut auf das, was nicht gut läuft, auf die Probleme, die vor einem liegen. Und es fühlt sich vielleicht manchmal so an, wie es eben der Psalm oder der Dichter da schreibt. Es ist traurig und krank. Oder die andere Übersetzung, das Unreine zum Tragen bringt. Unrein ist ein Begriff, wo uns eigentlich sagt, hey, es trennt uns von Gott. Es trennt uns von Gott. Was trennt uns denn von Gott? Ich glaube, das, was sich manchmal so anfühlt als eine Trennung, sind unsere Gefühle, wo uns irgendwie verbarrikadieren, um den Zugang zu Gott wieder neu zu finden. Die schlechten Gefühle, die uns manchmal so plötzlich aufkommen in uns, und irgendwie das Potenzial daran hindert, zu dem Gott wieder durchzudringen. Das Chaos, das in meinem Herz, in meinem eigenen Leben manchmal herrscht, hindert mich daran, zu Gott durchzudringen. Und dann fühlt es sich eben so an, als ob ich getrennt und irgendwie weiter weg von Gott bin. Ich habe das in meinem Arbeitsleben schon ein paar Mal erlebt. Wenn es wie so eine Decke über mich kommt und streng wird und problemfokussiert bleibt. Aber auch vor vielen Jahren oder vielen mit 21, als ich da in der GVC das Praktikum gemacht habe, ist mein Vater an Krebs gestorben. Und das war so ein Moment, wo genau die Traurigkeit, das Schwierige, genauso real geworden ist.
herausfordernd geworden ist. Mein Herz hat sich krank und traurig angefühlt. Und gleichzeitig auch ein Moment, wo ehrlich gesagt dann schwierig ist, zu beschreiben, was genau abgeht in diesem Leben. Was in meinem Herz abgeht. Eben Zugang zu diesen Gefühlen zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Weil Verunsicherung rum ist, Überforderung, mit dieser Situation irgendwie umzugehen. An diesem Moment kann ich mich gut erinnern, dass die Verse von Klagelieder 5, Vers 20, warum hast du uns all die Jahre vergessen, willst du uns etwa für immer verlassen? Wo er für das Volk redet, oder? Wo sich verlassen fühlt. Das sind Gefühle, die ich sehr gut nachempfinden kann. In dem Moment habe ich mich verlassen gefühlt. Ich weiss noch ganz genau, wie ich eben dort gerade ein halbes Jahr davon von den Eltern ausgezogen bin, in eine WG gezogen bin, gleichzeitig mit der Rachel eigentlich ein Jahr etwa zusammen war mit meiner Frau und sie ist gerade auf Amerika gegangen, kurz davor. Oder? Und du wünschst dir dann ja eigentlich den Partner an der Seite, der tröstet tut, der sagt, es kommt schon wieder gut und ja, es kommt gut und so weiter. Und irgendwie habe ich das in dem Moment nicht gehabt. Ich glaube, heute sehr fest dran und habe das auch in dem Moment gemerkt, dass es eigentlich etwas mega Gutes war. Wir kommen später noch ein bisschen dazu. Aber die Verlassenheit und das Vergessensein von Gott war real. Es war etwas, das ich erlebt habe in diesem Moment. Fragen sind auftaucht, so hat uns Gott im Stich gelassen als Familie? Oder jetzt sind wir doch die christliche Familie, mein Vater schon Pastor, sein Leben lang investiert in die Kirche und jetzt, oder, Heimatland, jetzt könnt ihr doch wenigstens schauen. Zornige Gefühle, die aufkommen, hässige Gefühle. Was ich gemerkt habe in diesem Moment ist, die Ehrlichkeit gegenüber Gott ist ein zentraler Moment gewesen. Und eben das, was eigentlich Klagelieder da zum Tragen bringen, ist so wichtig gewesen für das, was nachher passieren konnte. Klage, all die Gefühle zu Gott zu bringen, hässig sein gegenüber Gott, ja, das ist wichtig gewesen. Das ist wichtig gewesen, können ihn anschreien auch, können alles sagen, was ich zu ihm denke, und Gott hält es aus. Gott schafft das. Gott kann mit meinen Gefühlen umgehen. Gott kann mit meinen Abgründen umgehen. Und das habe ich so als wichtige Lehre aus dem Moment auch mitgenommen. Ich muss nichts schöner reden gegenüber Gott. Er kann damit umgehen. Und ich glaube, das ist das, was uns Klagelieder irgendwie mit auf den Weg geben und uns versuchen zu motivieren, genau in dem Sinne eben den Boden von der Ehrlichkeit zu finden. Und in dem Sinne können wir nachher weitergehen. In dem Sinne können wir so Ankerpunkte auch finden, mitten in der Klage und diesen Klageliedern. Wenn mal die Gottesbeziehung ehrlich und transparent ist, wenn ich all die Gefühle gegenüber Gott zum Tragen gebracht habe, dann kann etwas Neues entstehen. In einfacheren Momenten, jetzt nicht gerade in dem Moment, den ich vorher erzählt habe, lange es bei mir, wenn ich spazieren gehe, Gott alles mal von den Tisch anlegen, oder? Und ihm irgendwie sagen, was alles abgeht in meinem Leben. Und häufig ist dann schon vieles ein bisschen geordnet. Oder? Da kommt Ordnung in mein Leben, nur weil ich endlich meine Gefühle zum Tragen bringen kann. Nur weil die Gefühle mal ausgedrückt werden, kann Gott plötzlich neue Sachen in mein Leben hineinlegen, Fragen vielleicht aufwerfen in meinem Leben oder Sachen werden plötzlich nicht mehr ganz so wichtig, wenn ich in dieser Gegenwart von Gott bin. Ich wollte mit euch aber 2 so Ankerpunkte anschauen, die mitten in den Klageliedern eben drinnen zu finden sind. Und zwar ist der erste, Gott ist treu, voller Güte und Hoffnung. Vielleicht ist das einer von diesen Bibelversen, die du schon ein paar Mal gehört hast, wahrscheinlich einer der bekanntesten in diesen Klageliedern.
3, Vers 21 bis 24. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Zmitzt in diesen Klageliedern ist das Kapitel voller Hoffnung auch ausgestrahlt. Ja, es kommt eine Erleichterung, auch eine gewisse Perspektive zum Tragen. Da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung allgegenwärtig bei dem Dichter. Was ich mir dort schnell gefragt habe, ja, was bedeutet denn das Wort Hoffnung für mich? Hoffnung ist doch ein Wort, wo irgendwie so schnell einmal gesagt wird, aber was bedeutet denn das? Hoffnung auf was? Hoffnung auf wer? Oder was bedeutet das für mein Leben? Bedeutet es einfach, dass ich irgendwie hoffen darauf, dass all die negativen Gefühle möglichst schnell verschwinden und ich irgendwie die Situation einfach schnell überstehen muss? Oder was bedeutet die Hoffnung? Ich mag mich gut erinnern, gerade in diesem schwierigen Moment auch von meinem Tod vom Vater sind sehr viele Leute gekommen und haben gesagt, ja weißt du, musst einfach hoffen, es kommt dann schon wieder besser. Vielleicht sogar, Gott hat einen Plan dafür und Gott ist gut, weißt du, und da kommen ganz viele Floskeln von uns Christen manchmal, die sehr schnell rausgelassen werden, sehr schnell in die Welt oder eben als Ratschlag und Tipps gegeben werden. Aber das sind wie so leere Worte in dem Moment. Leere Worte, die auf mich eingeprallt sind und meistens sogar noch mehr negative Gefühle in mir geweckt haben, weil sie einfach nichts gebracht haben. Ich glaube, auch Klagelieder würden uns eigentlich dort helfen, einfach in die Klage mit einzustimmen. Mit den Menschen, die am Trauern sind, die Schwierige haben, mit einzustimmen und zu sagen, ja, es gehört zum Teil von unserem Leben. Was ich spannend finde, ist, dass die Elbenfelder Studienbibel uns da ein bisschen hilft, die Hoffnung nochmal ein bisschen besser zu formulieren. Und zwar wird dort nicht einfach das Wort Hoffnung verwendet, sondern eine andere Übersetzung heißt es so, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Ich will es mir in den Sinn zurückrufen, dass Gott gut ist. Und ich habe gemerkt, mit dem habe ich sehr viel in diesem Moment anfangen. In den Sinn zurückrufen, dass ich Gott mal erlebt habe, dass ich Gott als guten Vater erlebt habe, sie jetzt überhaupt nicht so erleben, in dieser Situation überhaupt nicht als gut erleben, sondern als schwierig, als herzzerbrechend erleben. Aber Gott ist mal gut gewesen. Und an dem wollte ich mich festhalten. Das ist so ein Hoffnungsanker für mich gewesen. Trotz der Herausforderung zu wissen, dass da ein Gott ist, der nicht abhängig ist von meinem individuellen Bedürfnis, dass es mir gut geht, sondern dass der Gott gut ist, ganz egal, wie es mir gerade persönlich in diesem Moment geht. Ich weiss noch, wie ich im Bett gelegen bin und Gott ein Ultimatum gestellt hat. Auch mit dem hat er irgendwie umgehen können. Ich habe ihm gesagt, schau Gott, ich weiss, dass du mal ein guter Gott für mich gewesen bist. Und ich will, dass du mir in dieser Situation als ein guter Gott wieder begegnest. Und wenn du mir das beweisst in den nächsten Monaten, dann bin ich noch dabei. Und sonst läuft er davon. Und spannenderweise war das nicht das Ultimatum à la, jetzt muss einfach aller Schmerz weg, weil das wäre irgendwie nicht realistisch gewesen. Das wäre irgendwie ein Vereinfachen von einem schwierigen Problem. Aber das Zurückrufen, dass er eben Güte hat in sich hinein, das hat mir schon sehr viel gebracht. Und wir werden nachher noch ein bisschen weitergehen, was es eben noch mehr könnte bedeuten. Der zweite Teil, wo auch die Elbenfelder Studienbibel nochmal neu auf den Punkt bringt, ist der Begriff Hoffnung, wo nachher kommt in der Klagelieder 3,24. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Dort übersetzt die Bibel, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen.
Mein Anteil ist der Herr. Als ich das in der Predigtvorbereitung nochmal durchgelesen habe, habe ich gedacht, so, das ist der Hoffnungsanker, der nochmal anders aussieht. Nicht hoffen einfach auf bessere Zeiten, sondern ich habe jetzt schon Anteil am Herr. Ich bin partnert mit dem Gott. Ich bin ein Teil von seinem Königreich. Ich habe mich verbunden mit dem Jesus, der mit mir zusammen unterwegs ist. Und gleichzeitig kann ich auch in die Ewigkeit hinausschauen, wissen, dass ich eine Ewigkeitsperspektive habe, dass die Offenbarungstexte, dass irgendwann kein Leid und keine Schwierigkeiten mehr in meinem Leben auftauchen, an denen darf ich mich festhalten, ohne das andere auf die Seite drängen, ohne das andere klein zu reden, sondern das als Teil von meinem Leben. Im Hier und Jetzt können zu wissen, dass die Schwierigkeiten da sind, aber dass ich weiß, dass die Auferstehungskraft in mir drinnen ist, dass der Jesus ein Teil von mir ist. Die Hoffnung ist auf den Schöpfer ausgelegt, auf den Schöpfer, der einen Bogen gespannt hat über die ganze Bibel und nicht einfach auf den einzelnen Moment von meinem Leben, sondern er hat sie geschaffen und er ist der Vollender. Und da drinnen können in dieser Spannung leben, dass es in dem Innen Schwierigkeiten gibt in meinem persönlichen Leben, aber wegen dem kann ich gleich daran festheben, dass er seinen Weg mit mir darf gehen. Das ist so der erste Ankerpunkt. Der zweite Ankerpunkt, den ich auch neu durfte finden, Gott regiert und Jesus in uns. Spannenderweise, wenn man die letzten Verse vom Anfang nochmal vorholen, Vers 17 und 20, redet der Dichter davon, dass Leid, krank sein im Herz, Gebrochenheit herum war. Und 2-3 Vers später redet er von dieser Verlassenheit, von dem irgendwie Vergessensein. Und mitten drinnen, im Vers 19, kommt eine Essenz zum Tragen, die spannend ist. Obwohl er die beiden Pole eigentlich zum Tragen bringt, kommt in den Klagelieder 5, Vers 19 zum Tragen, aber du, Herr, regierst für immer und ewig. Ja, du bist König für alle Zeiten. Der Dichter, der Schreiber, hat irgendwie, obwohl er Leid und Schwierigkeiten erlebt hat, hat er mitten drinnen der König von allen Königen für Ewigkeiten festgeschrieben. Und ich finde das so spannend, dass Gott immer noch König ist, ganz egal wie es uns geht. Dass Gott immer noch der ewige König ist, der es im Griff hat und mit uns einen Weg geht, ganz egal wie mein persönliches Bedürfnis gerade ist. Das macht es nicht einfacher, die Situation, aber es macht es aushaltbarer. Es bleibt nicht einfach beim Jammern, es geht mir schlecht und irgendwie ist es schwierig und überhaupt und so weiter und ich suhle mich in meinem Mitleid vielleicht sogar, sondern es geht weiter und heisst, der König ist da. Er ist der, der auf Ewigkeiten da ist. Und da drinnen kommt irgendwie die rote Linie auch von der Bibel für mich zum Zug, oder? Der Jesus ist der König von allen Königen. Der Jesus ist der ewige König, der nachher auf die Welt herabgekommen ist, real geworden ist, selber gelitten hat, ein Teil von uns war, alles erlitten hat, viel mehr Schmerz, wie wir irgendwann werden können aushalten. Und nachher heißt es, Johannes 14,20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Jesus ist in uns. Der König von allen Königen ist nicht einfach ein König, der abgehoben ist und weit weg von uns ist, sondern er ist mitten in unserem Leben. Er ist in unserem Herz. Und dort kommt die Klage nochmal eine ganz neue Dynamik eigentlich über. Wenn wir eigentlich ehrlich sind zu dem Gott, die Mauern anfangen abreißen, die ehrlichen Gefühle zu Gott bringen können,
dann können wir dem Jesus in unserem Herz begegnen. Dann begegnen wir dem Jesus, der mitten in uns lebt. Als ich das gesehen habe, hat es mich nochmal geflasht. Denkt, was für ein Privileg, oder? Die Israeliten haben irgendwie gelitten, sie haben es schwierig gefunden, sie haben die Sehnsucht gehabt, wann kommt der König wieder zurück? Was für ein Privileg, dass du und ich heute da hocken können und sagen, der König von allen Königen ist mitten in meinem Herz. Ich kann zu ihm finden. Und die Story, die habe ich erlebt, wie ich vorher gesagt habe, die Herausforderung, die ich Gott gestellt habe, das ist eben genau dann real geworden. Gott ist mir näher gekommen. Ich habe wohl solche von den intimsten Momenten genau in dieser Zeit gehabt. Weil ich Gott herausgefordert habe, weil ich ehrlich war mit meinen Gefühlen und dort drinnen dem Jesus in mir begegnet bin. Gemerkt habe, dass er dann plötzlich seelsorgerlich zu mir handeln kann, Wunden kann heilen, mit mir zusammen in die Traurigkeit einsteigen kann. Nicht, weil ich irgendwie möglichst schnell drüber gehen muss, sondern weil er es liebt, mir zu begegnen. Wir können zu begegnen inmitten von dem Schwierigen. Wenn ich ehrlich bin mit meinen Gefühlen, zu Gott kann kommen mit diesen Gefühlen, dann kann wie die Wand, die mich trennt von dem Gott, zerfallen. Und ich kann einen neuen Zugang zu dem Jesus mitten in meinem Herz finden. Und dann eben wieder neu die Grundsätze, wo wir wissen, die in unserem Kopf, dass die herum sind, dass Gott treu ist, dass Gott Liebe ist, dass Gott Güte ist. Die Aussagen können nachher wieder retourkommen und haben eine neue Relevanz. Aber nicht, weil ich sie im ersten Moment einfach gepackt habe und möglichst schnell am Problem ausweichen will, sondern weil es dann einmal eine neue Tiefe auch drin geben kann. Wo in deinem Leben ist es vielleicht dran, um nochmal ehrlicher werden zu Gott? Wo bist du vielleicht in deinem Leben so der drüber leidet und Probleme auf die Seite schiebt und möglichst hofft, dass sie schnell vorbei sind, weil sonst könnte es mich ja noch zu fest herausfordern. Wo hast du Angst davor, deine Gefühle gegenüber Gott zu teilen, weil du irgendwie das Gefühl hast, das ist zu wenig christlich oder zu wenig gut oder was auch immer. Das macht man nicht. Könnte sein, dass genau dort drin eigentlich ein Potenzial verborgen liegt, dass du dem Jesus nochmal ganz neu kannst begegnen. Ich will dich herausfordern, diesen Weg mal auszuprobieren. Den Weg, der Klage an Potenzial hat, herauszufinden, ob das vielleicht für dich etwas könnte sein, wo du nochmal Gott auf ganz neue Art und Weise darfst begegnen. Ich will beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, bist du ein komplexer Gott und kannst du mit diesen Spannungen in unserem Leben, mit diesen Schwierigkeiten in unserem Leben umgehen und siehst du all das Schwierige auch in unserem Leben. Schaust du nicht weg von dem, sondern bist du der Gott, der das wahrnimmt. Und ich danke dir, sind die Klagelieder mitten drin in dieser Bibel verankert und ein Teil davon, dass wir auch dürfen ehrlich zu dir kommen und die Gefühle zum Tragen bringen können. Dass du mit dem kannst umgehen. So ein Privileg, einen Gott zu haben, der mit dem umgehen kann. So bitte ich dich, dass du gerade an dem heutigen Morgen Menschen hilfst, dass sie einen neuen Zugang zu dir dürfen finden. Einen Zugang zu dem Jesus, der mitten in uns lebt. Amen.